So, die Damen und die Herren, bonjour alle Guten. Merci, dass ihr da seid. Wir hatten den Morgen einen Regierungsrat, wo man natürlich viel auch über die internationale Situation gesprochen hat und über die Konsequenzen für das Land. Den Regierungsrat war heute Mittwoch, weil ich morgen und übermorgen an Zypern fuhren, wo ein informelle Conseil von den Staats- und Regierungschefen aus von der Europäischen Union, den seinem Mittelpunkt die Situation von der Energie, von der Geopolitik steht. Das ist ein ganz wichtiger Conseil an diesen Zeiten, wo wir konfrontiert sind mit einer ganz schwierigen Situation an der Weltpolitik, an der das nicht irgendwo auf der Welt, mit der das an Europa, an direkt Bord von Europa. Dürfen begrüßen auch, dass die zypriotische Präsidenz an Zypern auf dem Sommet auch die Staats- und Regierungschefen von allen Ländern, die rund um die Europäische Union sind, die rund um das Mittelmeer sind, auch invitiert hat, weil das sind die am meisten, nach mehr wie mir, von dem Konflikt an der Region betroffen sind. Dürfen haben wir auch de Morgen über die Situation geschwärzt, sowohl den Außenminister, der Bericht gemacht hat, über den Conseil von den Außenministern, und ich selber den Kollegen informiert habe über meine Entrevue das Woche mit dem Premierminister vom Libanon. Libanon war ein Land, das auch da an den Krieg rangezogen ist, wo eine grave humanitäre Situation besteht, wo doch darum geht, am Libanon die territoriale Integrität zu halten, die Souveränität vom Libanon. Und dafür unterstützen wir den Libanon sowohl humanitär wie natürlich an die großen Prinzipien. Die Prinzipien, die sind dynamisch auf der ganzen Welt, sind dynamische Prinzipien, die wir an der Ukraine auffordern, nämlich, dass ein Land nicht kann splicken, dass ein Land muss zusammen können so bleiben, wie es festgehalten ist, und dafür ist das, was in der Welt geschieht, auch am Libanon, aufgrund von den Attacken von Israel, Besorgnis erregen, davon nicht als Zustimmung. Die Situation an der Krise an der Region vom Nahen und Mittleren Osten hat grave Konsequenzen, so hat humanitäre Konsequenzen, so hat ökonomische Konsequenzen, so hat regional Konsequenzen. So hat humanitäre Konsequenzen, weil natürlich da, wo Geschoss geht, sterben Menschen. Die Menschen blessiert, und als Gedanken müssen immer dabei sein. Dafür plädiert die letzte Regierung überall für Waffenstillstand, Deeskalation und einen dauerhaften Frieden. Wir vergessen dabei nicht nur Viktimen, wir denken auch an das iranische Volk, was Hoffnungen gemacht hat, dass sie auf Freiheit und Demokratie leben, aber wir sehen nicht, dass das in die Richtung für den Moment geht. Ökonomisch ist die Situation ganz kompliziert, weil auch die Objektive von dem Krieg, der angefangen ist, und dem die Europäer nicht beteiligt sind und dem die Europäer auch nicht gefroht sind, ob sie gingen wollen, das unterstützen, dass dem mit einer großen Imprävisibilität behaftet ist. Alltag kommen neue Novellen, alltag gehen es Fortschritte, Rückschritte, mögliche Gespräche, und das ist natürlich ganz schlecht für die Prävisibilität, die die Leute brauchen. Und das ist nicht nur eine Prävisibilität von den Energiepreisen, sondern das ist auch eine Prävisibilität für die Nahrungsmittel, für die Dünger, für den Impact, den die ganze Politik an der Region hat, auf viele Menschen an Asien, an Afrika und natürlich an Europa. Das ist auch eine Situation, die wir bedauern und die wir mal durchgucken an der Region rund um Europa, weil die Golfstaaten, die normalerweise konsideriert sind als ein Platz, wo Stabilität ist, wo
auch Produkte produziert gehen, nämlich Petrolsprodukte, die an ganz Welt ausgefeiert gehen, dadurch denen ihr Stabilität vorgestellt ist. Schon in den letzten Wochen mit einer Reihe von der Premierministerin aus der Region telefoniert, und sie alle wünschen sich Frieden, Ruhe. Auf ihren allem gesehen sie auch nicht, wie sie an den Konflikt zu gesehen haben, wie sie da sich können neutral verhalten. Sie verteidigen ihre Länder, sie können dabei Solidarität zählen. Aber Fakt ist, dass sie enorm impactiert sind durch den Krieg am Iran. Die Situation, die wir ganz eng zu der Woche suivieren, an dem wir auch an den letzten Wochen so manche Reunionen auch zwischen den paar Ministern hatten, hat eine Reperkussion auf Europa und hat eine Reperkussion auf Lützeburg. Wir gehen allgemein davon aus, auch die Gespräche, die ich mit europäischen Regierungschefen hatte, auch Gespräche, die ich mit den Lützeburger Ministerin hat, jeno Departement, dass die Energiekrise, weil eine internationale Energiekrise kann gehen oder schon zum Teil ist, also wir sind froh von der Definition, dass die nicht ohne Konsequenzen werden bleiben über eine längere Zeit. Das als Meinung, dass durch die Inflation wird an den nächsten Monaten runtergehen, an dat de Wachstum an Europa wird manner heich gehen wie den wir uns für eine paar Monate vor diesem Krieg erwarten. De Wachstum war schon an Europa nicht ganz stark, wir haben alles dazu beigetragen, dass zu Lützeburg mehr stark soll sein wie an den europäischen Ländern. Das haben wir fertig gebracht, darüber bin ich froh. Das hat doch die Leute, die zu Lützeburg schaffen, geholfen. Aber wir sehen das dat wo man umgange wäre Wurst zu kreieren, dass das negativ einen Impact wird tun auf die europäische Ökonomie. Wir haben uns darüber an den letzten Wochen vorbereitet. Ich bin der Meinung, dass den so etwas nicht an einem Hauruck verfahren möchte, dass den mit ruhiger Hand muss regieren, dass die nicht einfach auf einem Tag, wo die Preise vom Petrol hochgehen, oder ein Tag, wo die Preise hochgehen, oder wo die Börsen hochgehen, direkt mit der nämlichen Nervosität, voire Hektik, Decisionen hält. Ich habe dafür in den letzten Wochen auch so manche Konsultationen gefeiert, und kam zur Konklusion, die ich der Regierung vorgelegt habe, dass es an einem Moment, wo eine internationale Energiekrise einen größeren Impact auf das Land kann haben, dass es da gut wäre, dass wir es gingen an einem Format von der Tripartite zusammen fanden. Tripartite ist ein Kriseninstrument, wir heißen mit einer atypischen Krise konzerniert, nämlich eine Krise, die von außen kommt, die international ist, an deren Impact für den Moment noch nicht ganz kann aufgesehen. Die Lützeburger, die Leute, die bei uns wohnen, sehen die Krise für den Moment vor allem auf der Tankstelle. Sie sehen es bei dem Masut, aber wir sehen es zu Lützeburg, Gott sei Dank, noch nicht, ob ein strukturell Weise. Und auch auf der Tankstelle wissen wir, dass dank einer Reihe Maßnahmen, die mir schon geholfen haben, den Diesel manner kascht wie an unseren 3 europäischen Ländern, aber wie an anderen Ländern an Europa. Nach heute den Impact an den sein Masuttank fällt, die muss heute mehr Euro auf den Tisch legen wie für drin. Wir sehen es auch bei der Industrie, die von dem Energiepreis impactiert das. Es sei denn nach für den Moment manner bei den kleinen Mittelbetrieben, die ganz oft Stromkontrakte haben über die paar Jahre, die natürlich nicht direkt angepasst gehen, und dafür als den Effekt nicht direkt, sondern mehr mittelfristig. Natürlich wird die hohe Inflation auch einen Impact haben auf die Entwicklung von den Preisen, die Inflation, und damit auch dem Deklanchement, dem möglichen Deklanchement von mehr wie einer Indextranche
über die nächsten 12, 15 Monate. Dafür mengen wir, dass der Moment da wäre, für das ein konstruktiver Weise mit den Sozialpartnern zu beschwätzen. Als Ziel ist ganz klar. Wir wollen die Gesellschaft zusammenhalten. Wir wollen den Leuten helfen, was hier Kaufkraft belangt. Das ist ja von den ganz starken Motto von dieser Regierung, wo wir ja auch schon ganz viel gemacht haben. Die Regierung hat sich charakterisiert, dass wir schon Kaufkraft ein paar Mal gestärkt haben. Aber wir wollen nicht, dass das, was wir gemacht haben, durch die Energiekrise negativ impactiert. Wir fahren also weiter mit unserem Objektiv, für das die Leute genug Suche mit Themen können holen, für sich an ihre Familie zu sorgen. Wir sehen zugleich, dass Betriebe impactiert gehen, und die wissen doch, dass es als Ziel bleibt, und ich habe das ja auch am Anfang gesagt, für dass man die Wurst, die wir haben zu Lützeburg, dass die nicht zusammenbricht, und wir werden neben der Kaufkraft, die wir bei den Leuten hochhalten, auch als durch, dass wir die Kompetitivität der Betriebe auch wollen, die weiter stärken. Eine Kompetitivität heißt eigentlich nichts anderes, wie dass wir die Arbeitsplätze zu Lützeburg können halten, und dass die Betriebe auch genug Suchen haben, für ordentliche Löhne zu bezahlen, aber wir können zu innovieren, da wo das notwendig ist, und das ist notwendig, für die ganz ökologische und digitale Transition noch können zu finanzieren. Wir wollen also an den nächsten Wochen ein Tripartit tun, wo wir Konsequenzen von der internationalen Energiekrise mit den Sozialpartnern diskutieren und versuchen, den Impact so klein wie möglich zu halten auf die Leute und auf die Betriebe. Ich weise noch darauf hin, dass die Regierung, die ich Chance hat, umzuführen, eine ganze Reihe Maßnahmen schon geholt hat, die anderen Länder lorecht envisagieren. Wir haben die geholt, dieser Energiekrise mit die hilft uns. Erstens zu mir zu Lützeburg einen Index, den die anderen Länder nicht tun. Den Index wird an den nächsten Wochen eine neue Tranche fallen. An den Index ist das Hauptinstrument für die Kaufkraft von den Leuten zu halten. Das tun die anderen Länder nicht, sodass der Impact schon aufgefedert wird durch die Indextranche, die höchstwahrscheinlich am Juni erfällt. Eine zweite Maßnahme, die wir geholt haben, die anderen Länder nicht tun oder zum Teil holen, ist, dass wir im Budget von diesem Jahr die Netzkosten beim Elektrischen überholen. Am Budget von diesem Jahr haben wir 150 Millionen vorgesehen, die der Staat überhält, die sonst müssten die Leute und Betriebe bezahlen, und dadurch sind die elektrischen Preise mehr niedrig und mehr stabil geblieben, wie wenn wir das nicht gemacht hätten. Eine dritte Maßnahme, die hilft heute zu Lützeburg, ist, dass wir in dieser Regierung die Energieprämie verdreifacht haben. Die Energieprämie, die Leute mit den kleinsten Einkommen kriegen, die Energieprämie wird en bloc ausbezahlt, die erst für ein paar Wochen ausbezahlt gehen. Und das hilft Gott sei Dank den Leuten, die ganz klein Einkommen haben. Wir können auch, wenn sie zum Beispiel Masut kaufen, können die Suchen dann noch haben, für das können zu bezahlen. Das war die richtige Politik, weil wir gesagt haben, wir wollen den Leuten helfen, aber wir wollen besonders gezielt denen helfen, die das meiste brauchen, und die Energieprämie als ein starkes Instrument davon. Wir noch zu Lützeburg die niedrigsten Besteuerung vom Benzin in ganz Europa, und das erklärt ja, für was ganz oft Leute aus dem Ausland auf Lützeburg tanken kommen. Und trotz all dem, was ich gerade gesagt habe, Kaufkraft, die wir gestärkt haben, Energieprämie, die wir hoch tun, Netzkosten, die wir überholen, Index, den wir haben, mengen wir aber, dass den Impact, den lokal kommen, dass wir den müssen so gut wie möglich für die Betriebe und die Leute auffedern, und dafür mengen wir, dass Tripartit ein gutes Instrument wäre. Ich schon in meiner Vergangenheit als Budget- und Finanzminister auf vielen Tripartiten teilgeholt. Tripartiten
können jeno Situation ein gutes Instrument sein, für Jitfrieden durchzukriegen und da gemeinsam nur Lösungen zu sichern. Das an dem Geist, wo auch konträrement zu dem, was ich heinst du hören, ich eigentlich, weil ich ein Mensch vom Dialog sie gern, mit den Leuten über die frohe Schwätzen, Dateier sein froher, wie gesagt, an den letzten Woche war ich auch viel an unterschiedlichen Manifestationen am Land, und ich weiß, dass als Mattbürger von der geopolitischen Krise, von der Energiekrise sich darunter viel vorstellen, und ich meine, in so einem Moment, also die Aufgabe von der Regierung Leid und durchzubringen, für was Konsequenzen darüber zu schwätzen, und gemeinsam Lösungen zu finden. Wir gehen da mit einem konstruktiven Gehstünden Sinn, davon überzeugt, dass wir dann auch gemeinsam eine Lösung finden. Es gibt ein Succès zu summen, und es gibt einen Scheck zu summen, aber ich so nicht, ich gehe daran an der starken Hoffnung, dass wir an dem traditionellen Lützeburger Modell vom Konsensus, von der Kompromissbereitschaft auch eine Lösung werden finden. Auf jeden Fall als das ist Ziel. Wir schwätzen über Tripartit, wir schwätzen über die allgemeine ökonomische und soziale Situation, und das muss man auch weiter machen. Dafür beschäftigt man uns auch mit vielen anderen Sujets. Auch dieser Regierungsrat hat viele andere Sujets au Mord du Jour. Ich gehe da just vielleicht den einen oder den anderen mentionnieren, die noch gerade für die Leute hier am Land extrem wichtig sind. Wir haben zum Beispiel de Morgen dezidiert, dass man Kannergeld nächstes Jahr ein Projekt de loi, den de Morgen am Regierungsrat ugeholt ist, den Ziel dreht, eine kannerfreundliche Gesellschaft zu haben, die noch gerade auch notwendig ist, an schwierigen Zeiten, dass all Kant faire Chancen hat. Dafür haben wir das Projekt de loi ugeholt, den Kannergeld 45 € pro Kant erheischt, an für Kanner über 12 Jahre, so wie man das auch am Koalitionsakcord vorgesehen hat, wo man gesagt hat, für die Kanner als der Kostenpunkt mehr heich, da wird Kannergeld 60 € geheischt gehen. Wir haben auch da gesehen, dass bei großen Kanner das Armutsrisiko mehr groß ist, weil die Kosten durch hier Lebensphase auch mehr hoch sind. Das ist für uns wichtig, und auf dem Weg fahren wir konsequent weiter, wie gesagt, kombiniert mit der kannerfreundlichen Steuerreform, die ja auch schon deposiert ist, da muss ich immer als ganz gesehen, die zwei Sachen zusammen werden die Familien hier im Land substanziell helfen. Dann hatten wir auch eine ganz wichtige Strategie, die wir am Regierungsrat die Zukunft im Lützeburger Land auch betrifft, das ist die Klimastrategie. Die haben wir für die zweite Kehr am Regierungsrat diskutiert, weil wenn wir das an der Klimapolitik machen, als Konsultation von den Bürgern extrem wichtig. Die Strategie, die war an der Konsultation publik, an was wir haben da gut nachgelauscht hat. Die Regierung hat eine ganze Reihe von Maßnahmen, die von den Leuten, die sich ausgedrückt haben, auch vorgestellt. Ich meine, es sind 12 Maßnahmen, die beikommen sind, weil wir an der Bürgerpartizipation, die wir bei der Klimastrategie haben, auch dem Rechnung gedrohen haben. An die Klimastrategie, die also eine Antwort ist auf die Folge vom Klimawandel, den real ist, den wir ganz seriös holen. Die Klimastrategie muss in Summe gesehen mit dem Klimasozialplan, den wir für 14 Tage am Conseil hatten, weil Klimapolitik ist nicht etwas, was den just vorbei dezidiert, das muss die Leute mitholen, dafür gehen die Leute konsultiert, und für allem die sozial Schwachsten müssen auch können die ökologische Transition mitmachen, und dafür ist die ganze Strategie, Klimastrategie, zusammen mit dem Klimasozialplan ein wesentliches Stück von der Politik von dieser Regierung. Ich habe de Kanner von der Umwelt, von der Zukunft geschwärzt. Ich ging den letzten Punkt, weil ich mentionäre, den wir auch am Regierungsrat hatten, der das ein Thema, was als stark Herz liegt, nämlich das von der digitalen Gewalt. Wir haben ein Projekt de loi angeholt, für den Code Penal daraufhin zu verbessern, für
tapfer vun der digitaler Gewalt méi Schutz zu gehen. Das ist wichtig, weil du sind neue Phänomene entstanden, die es früher gar nicht gesehen, wie der Code Penal an den letzten Jahren, Jahrzehnten geschrieben ging. Also ich meine, das ist wichtig, dass wenn ein Hass von der Gewalt am digitalen Raum stattfindet, dass wir die bekämpfen. Wir akzeptieren keine Gewalt, weder am Netz noch auf anderen Plätzen. Das ist für uns wichtig, dass Gewalt konsequent bekämpft wird. Und dafür muss man der Polizei und der Justiz die Instrumente, die sie brauchen, für dem entgegenzutreten. Voilà, es war also interessant, chargiert Regierungsrat, der Regierungsrat, weil auch an den letzten Wochen, wie gesagt, haben wir da Rapport, die am kleinen Kreis stattfand, für das alles zu präparieren. Und das als Intention, wie gesagt, als konzentriert mit den Konsequenzen von der Energiekrise, der internationalen Energiekrise, auf ihren Reperkussionen auf Lützeburg an den nächsten Wochen zu beschäftigen. Und ich werde das mit viel Energie, viel Motivation, und viele Gespräche machen. Voilà, das wird der Resümee vom Regierungsrat von heute, von der letzten Woche, zum Teil von der letzten Woche. Gern beantworten ich Fragen von der Nacht aus. Sind eine vom Tagepartei, die hat gesagt, dass ein Format von der Tripartite zusammen könnt, kann er vielleicht konfirmieren, dass es wirklich um den Komitee de Koordination Tripartite handelt, nicht um eine Sozialrunde, wie sie auch mal genannt handelt. Es handelt sich um ein national Tripartit, der ich zusammen mit dem Vizepremier leiten, aber mit all den zuständigen Ministern, die dazu gehören. Das ist also ein Tripartit an einer breiter Komposition höchsten nationalen Niveau. Ja, die zuständigen Ministerin, ich meine Energie, das wird im Programm schon als relativ klar, was sie sonst noch Sujet, die da sollen auf den Tisch kommen. Ich meine, Gewerkschaften hat noch gesagt, dass Mindestlohn an Diskussionen darum effektiv auch an ein Tripartit gehören. Das ist für mich wichtig, dass man die Konsequenzen von der internationalen Energiekrise auf Lützeburg genau gucken. Dafür will ich an den nächsten Wochen Gespräche führen mit allen Sozialpartnern, um zu gucken, wo sind die Konsequenzen am größten und dass wir darauf Antworten finden. Es geht uns darum, zu gucken, dass wir die Kaufkraft von den Leuten stärken, neben den Maßnahmen, die wir schon geholt haben, und dass Betriebe die Energie brauchen, dass die nicht an Ströwele kommen, an Arbeitsplätzen verlieren. Ich fand, dass ein Land muss auf eine ruhig und unabgerichtete Art und Weise feiern. Und dafür ist es wichtig, dass es nicht nur um die Frage geht von der Tripartite. Ja, die muss auf höchstem Niveau gefeiert gehen, aber dass den auch 4 Gespräche feiert, für zu gucken, wo ist der Impact am größten und dass man all die Konsequenzen gesehen mit einem klaren Ziel, einen Konsensus zu finden, den sowohl der Leute am Land hilft, wie die Betriebe an. En fait gehören die 2 Sachen eng zusammen, weil für mich sind die Arbeitsplätze am Land etwas enorm Wichtiges, ordentliche Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und dafür braucht man Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, evaluieren, und Leute, die ein Nettoeinkommen haben, was ihnen erlaubt, an dieser schwierigen Situation, die man noch nicht genau wissen, wie sie können, mit dass man darauf die Leute schützen und mit ihnen dahin auf die Weg feiern. Thomas Klein vom Luxemburger Wort. Die hat bei den Kollegen für ein paar Wochen gesagt, dass ein Tripartit den man abrufen wollte, wenn es 2 Indextranchen in einem Jahr geht. Können Sie ein bisschen erklären, woher der Sinneswandel kommt? Hat sich die Analyse der Situation geändert oder das hat eher ein bisschen den Druck gewesen von Gewerkschaften und auch vom Patronat, die auch gesagt hätten, gern ein Tripartit, dass es eher darauf zurückzuführen ist? Ich meine, dass es wichtig ist, wenn der Premierminister ist, der den Leiden am Land nur lauscht hat. Ich schon nie fand, dass der Premierminister ist, den soll Sinn, den einfach von Überruf dezidiert. Aber das auch kein, der just etwas dezidiert, wenn irgendwo gerne etwas hat. Es muss in ein Land regieren mit ruhiger Hand. Und das ist mal klar, dass heute die Energiekrise
mehr no und uns rücken, wie das vielleicht für ein paar Wochen der Fall wäre. Dafür auch die Gespräche mit den Kollegen am Außen und dafür auch die Wichtigkeit von dem Europäischen Conseil von Mai. Auch heute wissen wir ganz genau, wie die Inflation evoluiert und wie der Wachstum ändert. Ich habe die Tripartite schon mal lange da gefasst, mit dem Moment von der Tripartite als ein Froh, die muss aufweihen. Ich meine noch nicht, dazu muss mal die neue stattfinden, weil ich gerne ging, lo am Mond Mai mit den Sozialpartnern den Terrain präparieren und dann Ende des Monats Mai, Ugangs Juni, die Tripartite dann an der großen Runde kann bei ihnen treffen. Für mich ist das ein Prozess von einer Evaluierung gewesen. Wie gesagt, ich tue die Lomé-Klo schiffern, da den davon kann ausgehen, dass die paar Indextranchen werden gehen. Ich meine noch nicht, dass das Statek Millimeter genau wird können an 2-3 Wochen so wenige die zweite, die dritte Indextranche fällt, weil das sind Hypothesen, aber wenn ich auch mit internationalen Organisationen, IMF und andere, gucken, da gesagt, dass die Inflation wird mehr hoch gehen. In Europa wollen wir als präparieren, Europa haben wir als präpariert, so Decisionen hält den weder einen Druck nach einem Hauruck-Verfahren mit Lautstadien no, und ist sie froh, festzustellen, dass Jitfrieden, mit denen ich geschwärzt habe, meint, dass das der richtige Weg wäre für das Land noch vorzubringen. Das ist das Lützeburg, wie es mir gefällt. Ich habe noch am Vierfeld mit den Sozialpartnern telefoniert, geschwärzt. Ich habe auch mit anderen Leuten am Land geschwärzt. Und das aufgrund von all diesen Gesprächen, ich habe eine Reihe Betriebe besichtigt, ich habe mit Leuten geschwärzt, die ja Betriebe schaffen. Und aufgrund von all diesen Elementen, auf ihren Namen der internationalen volatiler Situation, ich unterstreiche das, weil man kann Situation am Iran total ernst sind, die Energiesituation total ernst, komme ich nur zur Konklusion, dass der gute Moment wäre, die Tripartite anzuberufen. Das ist also ein Prozess, das ist eine Evaluierung, das ist ein Nolauschen, und das ist die Art und Weise, wie ich fand, dass ein Land muss regieren. Céline Euschen von RTL. Du hast schon gesagt, es gibt also ein Kaufkraft-Kompetitivitätstripartit. Den Index ist schon ein paar Mal gefallen. Ich wollte aber nachfragen. Die Gewerkschaft hat gesagt, dass eine Manipulation vom Index ein Rotlinie ist für sie. Leiter als Sujet an der Tripartite durchgehen, da kein Tabu noch den Index, wird das ein Sujet Sinn an den Diskussionen. Dir versteht, dass ich aus Respekt für all denen, die auf die Tripartite kommen, nicht will zu einzelnen Maßnahmen schwätzen. Der Kader ist klar. Den Abhänger von der Tripartite, das ist die allgemein, so steht es auch am Gesetz über Tripartite, als die allgemein wirtschaftlich und sozial Lage vom Land. Die wird impactiert durch eine internationale Energiekrise. Die Konsequenzen ob Lützeburger Land tut. An die Sujets, die da zusammenhängen, Kaufkraft, Evaluierung von den Betrieben, das sind die 2 Stellschrauben, und denen ich will an einem flotten, konstruktiven Dialog mit den Sozialpartnern stehen, an die Diskussionen, für die nicht mit den Leuten geschwärzt wird, die will ich, wie gesagt, mit ihnen feiern und sind dann davon überzeugt, dass wir gemeinsam einen Erfolg schon. Es gibt einen gemeinsamen Erfolg, das ist das, was das Ziel ist, und darüber werden wir schaffen. Wie lange meint ihr, das Tripartit dauert? Auch das meine ich als nicht eine Frage, die ihr soll beantworten, eher sie überhaupt angefangen hat. Meine Intention ist es, wie gesagt, am Monat Mai, an den nächsten Tagen, an Wochen, die 4 Gespräche zu führen mit Kollegen aus der Regierung, der das auch nicht ein One-Man-Show, je no Sujet, und dann das ordentlich präparieren. Wir sind auch schon innerhalb von der Regierung sind 3-4 Wochen, wie der Krieg angefangen hat, wie wir gesehen haben, das wird andere eigentlich Männer gesehen und dass die Straße von Hormuz so einen Impact hat, jeder, den die Situation von der Straße, der Importanz und der Golfregion kennt, da müssen eigentlich jeder sehen, weiß, dass das einen Impact hat. Was wir nicht wissen, aber wir auch heute noch nicht wissen, dass das
wie lang ist die Straße zu, wie lang geht die Krieg noch weiter, aber wie die alle gut wisst, wie wir alle gut wissen, leider hängt das auf von Sachen, die nicht an Europa geschehen. Und da ist natürlich auch die Evaluation davon extrem schwierig. Wir sehen das in der Tankstelle, wir sehen das bei den Buchsen, aber Politik möchte nicht wie verschiedene Märkte. Politik möchte mit ruhiger Hand über eine gewisse Zeit, und wir wollen das auch an einer gewissen Perspektive gucken. Ich meine, dass wenn die Tripartite da bis geht volles Niveau, höchste Niveau vom Land, von den Sozialpartnern, dass man die nötige Zeit muss gehen, für das zu diskutieren. Wir setzen also nicht direkt ein Ende und die Gespräche eher so gefangen und wir holen uns die Zeit, die es braucht, für konstruktiv mit ihnen zu schwätzen. Christian Claire vom Radio 10,7. Du sagst, ihr wollt nicht über konkrete Mesuren schwätzen. Was könnt ihr dann zum finanziellen Spielraum so in den die Regierung sich gibt? Wenn wir die Kaufkraft von den Leuten stärken, wenn wir Betriebe wollen unterstützen, für das zu evaluieren, dass Arbeitsplätze können schaffen, dann wird das selbstverständlich einen finanziellen Impact haben. Die kann ich nicht mit einem präzisen Schiffer festlegen, mit das klar, dass die Regierung wird auch dafür sorgen, dass Lützeburg ein Land bleibt, das in einer besseren finanzieller Situation ist, wie die anderen Länder in Europa. Das ist wichtig an einem kleinen Wirtschaftsraum. Und das ist auch wichtig, wenn man nicht wollen, Steuern hegen. Man ja gesagt, dass man den Leuten mehr netto vom Brutto wollen gehen, dass man Betriebe nicht mehr Männer wollen belasten. Also brauche ich noch gesund Staatsfinanzen. Natürlich wird das ein Kästepunkt tun. Darüber haben wir Gespräche an der Regierung, auch mit dem Finanzminister. Es wird so sein, dass am Ende des Tages wir aber weiter eine ganz responsable Finanzpolitik werden machen. Wie gesagt, das ist notwendig, für auch hier Prävisibilität zu geben. Weil die investieren die nicht an einem Land und gehen nicht wohnen an einem Land, wo ich mehr Steuern muss bezahlen. Die Regierung steht für Männersteuern, an den Meisteuern, und es steht auch für gesunde Staatsfinanzen. Für den Zusammenhalt von der Gesellschaft zu halten, wird natürlich die Partei auch einen gewissen Kostenpunkt tun. Wir damit helfen die auch den Leuten am Land, und das ist auch gut, sowohl für den Zusammenhalt wie für das gesamte wirtschaftliche und soziale System. Paul Reuter, Reporter.lu. Vielleicht darunter ausschließen, dass Sie noch ein Ausgaben auch geplant, also notamment die größte Steuerreform, Individualisierung, was den finanziellen Spielraum ja aber dann auch mit klein möchte. Sie da sicher, dass dann nachher mal oder wer dann nachher mal unter 30%-Grenze festhalten, da das so aber ein konkretes Ziel, wo ihr kennt, ab es liegt anderen für den Spielraum für die Regierung mit groß zu machen bei den Verhandlungen. Ich weiß nicht, wo da die 30% gelesen hat, weil das ist ein Kriterium, der an der vierten Regierung durchsteht, am Koalitionsakkord steht, das, was für die Regierung wichtig ist, dass wir den AAA behalten, gesunde Staatsfinanzen. Wir haben im Moment eine Staatsschuld, die eigentlich bei 21% vom PIB ist. Und als Ziel ist nicht eine massiv zusätzliche Staatsverschuldung zu machen. Das bleibt ein Parameter für Reis, den ist nicht Millimeter genau mit einem Schiffer festgelegt. Wir werden keine irresponsable Finanzpolitik und Verschuldungspolitik wie die anderen Länder in Europa machen. Wir sind ein von den Ländern, 2, 3 Länder nach die AAA haben. Was wichtig ist, wenn wir so alleine gehen, aber nicht so viel Justierung müssen und Zinsen bezahlen. Das heißt ja von den AAA. Und darüber werden wir auch in Zukunft feststellen. Wir haben eine solide Finanzsituation. Natürlich ist die impactiert durch die Weltsituation, und die wollen wir unbedingt beibehalten. Ich will aber auch sagen, dass die Zielsetzung von der Regierung ist, die Steuerreform zu machen, für die auch beizubehalten, die ist Instanzen weh, weil es hier darum geht, dass Leute mehr Netto vom Brutto haben, dass wir eine Steuerreform machen, die Leute entlastet, kannerfreundlich, nicht Steuerklasse, und dafür halten wir und der fest an, das wird nicht impactiert durch die Diskussion, die wir haben, au contraire.
Dat hilft der Leiit wie no méi suen zu hunn, van zusätzlich Kächten als Konsequenz von der internationalen Energiekrise kommen. Ja, hat gesagt, dass da ich nicht gedreckt gespürt hat, dich auch nicht von der DP gedreckt gespürt durch den Interview in Mainden bei RTL vom Juriko Backes und just danach ausschließend bei der DP war ja auch die Förderung oder nicht unbedingt Förderung, aber zumindest auch an den Rahmen geworfen ging, dass sie noch kein die Logement bei einer Tripartit schwätzen. Da das dann aber klar nicht Sujet von Stellurich verstanden. Echens sinn ich vu kegem gedreckt gin, ich lausre no, wat Schidfreen seet. Ich kann nicht so sinn hier wieder wëst auch Präsident vun der CSV. Auch an der CSV waren ganz wie Stimmen, die gesot hun, mir mengen dat der Moment gut wär fir eng Tripartit ze machen. Ich mat viele Leiit geschwert, an ich fand dat Nolauusren e wichtigen Deel ass vun enger Entschädung, die en ab so enger froh hëlt. Nee, ich mich vor kegem gedreckt gespielt. Am Koalitionsakkord hat man sowieso gesucht, wann eng starke Inflation, du hast immer eng Tripartit machen, mir unabhängig Stufen der Tripartit als ein Kriseninstrument. Aber eng international Krise könnt. Wir hatten daran der Vergangenheit, wir hatten eng Finanzkrise mit Konsequenzen, wir hatten eng Covid-Krise, die uns verrechnet an der Regierung, Lohnreng, möglicherweise internationale Energiekrise, wo ich nicht genau weiß, wie stark sie ist. Dann meine ich, ist es normal, dass den sich zur Summe setzt, dann dürfen mit Druck erreicht den du nicht viel mehr. Ich meine, alle Meinungen an einer Demokratie als hilfreich. Und so gesehen ich das. Ich meine noch gut, dass wir ein bisschen gewahrt tun, weil ich noch aber an einer ganz volatilen Situation ist. Für uns 2 Wochen kann ich hoffen, vielleicht auch, weil wir den Frieden leben haben, wie der Krieg, dass der Krieg, den wir nicht gewünscht haben, dass der Krieg, den wir uns nicht gewünscht haben, den wir nicht wollen, wo wir nachher plädieren für Waffenstillstand, für Diplomatie, das ist so ein wichtiger Punkt, hätte ich noch keine Mengen, dass der Krieg vielleicht drüber wäre, dass Golfstaaten nicht gegen Ragge zu gehen. Da wäre die Situation heute ein ganz andere. Logisch ist immer, dass die Straße von Hormuz mir lang zu ist, einen Impact hat auf uns alle, einen Impact hat auf, so nicht nur auf Petrospreis, auch auf Düngemittel, auf Ernährungsmittel, an das alles feiert das so, dass ich meine, dass lo der richtige Moment wäre. Ich so noch dazu, oder etwas, was ich für drun Menschen nicht gesucht habe, das ist auch ein Moment, wo jeder sich muss freuen, welche Männer Energie kann konsumieren. Das ist nicht nur ein froh von dem Preis, das ist auch ein froh von dem responsablen Komportement. Energie, einerseits, dass man mehr erneuerbare Energie produzieren, da hat die Regierung schon ganz viel auf den Weg. Wir produzieren mehr erneuerbare Energie, wie man das hat. Wir wollen nach mehr produzieren, dafür Energie an anderen Sachen, die wir in der Wehe haben. Und dann natürlich auch, dass jeder sich freut, aber freiwillig weiß, wer kann zusätzlich Energie spuren. Es sind verschiedene Produkte, von denen wir mehr aufhängig sind, vom weiten Ausland wie bei anderen. Und ich meine noch das Wissen als Mattbürger, ich meine nur voll Vertrauen. Auch die Europäische Kommission wird mal nach neu oder haut nach neuen Rekommendationen herausgehen. Ich meine, die sollen auch jeder sich angucken. Und die Regierung wird auch so Rekommendationen geben, wann das mehr notwendig ist, für sich auf eine responsable Weise zu beholen im Kontext von der Energie. Voilà. Merci vielmals für Ihre Präsenz. Und da wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich gehe eine Visite machen bei Colabor, weil ich das auch wichtig fand, dass wir gerade an dem sozialen Bereich gucken, dass kein am Rand von der Gesellschaft stogelos geht und dass auch dort Leute eine Arbeit fanden. Das sind so Initiativen ganz wichtig, so wie ich auch das Woche bei Femmes en Détresse war, wo Leute vor allem Damen, die als Asylbewerber, als Flüchtlinge zu Lützeburg sind, noch dass die an den Arbeitsprozess rankommen, dass sie Leben an Dignität tun. Und das sind also alle Sujets, die als auch wichtig sind, neben dem Impact von der Energiekrise, von dem wir heute Morgen am Conseil, an die letzte Woche am Conseil intensiv beschwert. Merci vielmals, schönen Tag an, bis geschwind.